Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Willkommen zu einer Minute mit Pastor. Schwester Drea hat mich gebeten, heute über Gehorsam zu reden. 31 Tage sind jetzt nun vergangen und wir haben gemeinsam gebetet und gefastet. Wir haben den Herrn gesucht, von ganzem Herzen, mit voller Hingabe, und ich möchte mich herzlich bedanken bei jedem Einzelnen, der daran teilgenommen hat. Wir haben gemeinsam das Neue Testament, das gesamte Neue Testament gelesen. Wir haben gemeinsam jeden Tag um 12 Uhr, zwischen 12 und 13 Uhr gebetet. Wir haben uns hier getroffen in der Gemeinde, haben gebetet, wir haben freitags gebetet, und dies zeigt wirklich eine große Hingabe, und vieles hat sich dadurch bewegen können, und man kann wirklich spüren in der Atmosphäre, dass Gott dadurch bewegt ist, und ich denke, das ist etwas Wunderbares. Gehorsam ist etwas, das sehr wichtig ist für uns in unserem Lebensalltag. Gehorsam ist etwas, das uns befähigt und uns die Kraft gibt, weiterzugehen, beständig zu sein, selbst in Zeiten, wenn wir uns nicht so danach fühlen. Gehorsame oder beziehungsweise erfolgreiche Menschen, sie halten sich gerne an Richtlinien oder an Vorgaben oder an Anleitungen. Sie versuchen nicht, das Rad wieder neu zu erfinden, sondern sie halten sich an diesen Dingen. Sie sind bereit zu lernen, sie sind bereit zu wachsen und über diese Grundlage des Gehorsams sogar darüber hinaus zu wachsen. Gehorsam ist grundsätzlich eigentlich nur eine Grundlage, die uns hilft, wenn wir gewisse Dinge in unserem Leben anhand von dieser Richtlinie tun, anhand von dem, was uns Gott gegeben hat, tun, dann werden wir gesegnet sein. Aber was ist, wenn wir darüber hinausgehen? Was ist, wenn wir darüber hinaus springen? Und so ist es auch mit unserem Bibellesen und mit unserem Fasten und dem Gebet. Ich möchte euch bitten, liebe Geschwister, lasst uns dies nicht aus Gehorsam tun. Denn Zwang führt dazu, dass man die Dinge irgendwann einmal nachlässt. Und wenn wir Gott gegenüber die Bibel lesen und das Wort Gottes aufnehmen und beten und ihn suchen von ganzem Herzen und auch fasten, das machen wir aus Gehorsam, das stimmt. Aber was ist, wenn Gehorsam sich wandelt zu Liebe, zu Hingabe, zu Freude? Was ist, wenn das passiert? Und ich denke, das ist das, was passieren muss in unserem Leben. Ich hoffe, ihr hattet eine gesegnete Zeit, und ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit mit diesen Videos, und diese Videos konnten ein Segen sein für euch. Und ich möchte euch ermutigen, in Gehorsam, aber auch in Liebe und Freude dies weiterzuführen. Ich freue mich auf heute Abend, euch heute Abend zu sehen. Wir machen eine Ganznachtsgebetsnacht, und da werden wir gemeinsam beten von 10:30 Uhr bis in der Früh um 6 Uhr und brechen gemeinsam dann dieses Fasten und diese Gebetszeit. Dankeschön für die Zeit, danke für eure Hingabe, Gott segne euch.